So, Türkischerem an Start verdrieben, und zwar für ein weiteren Interview. Ja, für einen ganz wichtigen Film, den Live Azel. Das ist auf jeden Fall ein Film, den der Wanderfilm, das du im Kino gucken geht, dann ist das der Film. Den muss da unbedingt gucken gehen. Und heute am Interview ist sie gleich nach den Eck, gehen ich ändert Steiler an der Berg. Da machen wir ein flottes Interview mit Loic Tanson und mit Timo Wagner, die zwei haben sich bereit erklärt, sich mit mir auf etwas zu trinken zu treffen und ein bisschen über ihren Film zu schwätzen. Was da ja, Fasers, was da lebt, und ich habe froh präpariert. Ich hoffe, es gefällt, und ich hoffe, der Ton ist auch besser wie die letzte Jahr. Ja, warte mal auf. Okay, wir schneiden direkt ran. Voilà, so ein Film, merci, dass alle willkommen sind, und für dich schon mal Glückwunsch für den starken Film, den aktuell, den da gleich am Kino lebt. Also davon Premiere, Sie mal. Sind Sie soweit launcht? Nee, jetzt sind dann nach Haut aus nach Freitag aus nach zu Grevenmacher, also heute zuerst nach Freitag zu Grevenmacher, und dann gehen wir noch auf Volz, wir gehen noch auf Ölven und wir gehen auf Betebusch. Auf Freitag sind wir ja noch. Sind dann nach 5. Ja. Okay, mehr dann wie stressig waren an die letzte Spiel. Ah nee, Stress ist ja besonders das. Also du musst für einen Loic freuen, weil du nach mit dem Festival ein bisschen in NRW also beschäftigt. Ja, gestern von Sitges rumkommen, vom Festival, weil so ein bisschen, wie der Claude immer sieht, Claude Baringo, der Produzent vom Film, das ist ein bisschen so der Festival von Cannes von den Genrefilmen. Und da sind wir in einer Sektion, die heißt Novice Visions, das ist New Visions, das ist eine Sektion, die direkt unter der Hauptselektion, das ist eine Kompetition. Und da sind eine Reihe Filme, die rausgewählt sind, weil sie eine neue Form oder eine andere Form von der Erzählung haben und vielleicht ein bisschen rausstechen, auch visuell wie von den anderen Filmen. Okay. Und da sind wir eine Kompetition, wir haben den Film zweimal da gewesen. Das war extrem flott, extrem spannend, wirklich ganz viele Leute. Waren Deals auch eine Seance, waren ein ganz alter Saal, wo das Festival angefangen hat. Ich meine, das war 67, hatten sie mal gesagt. Und das ist ein uralte Saal, wo alles noch aus Holz war. Es war wie eine alte Oper, wirklich wunderschön. Und die Leute sind immens rezeptiv. Und das Festival, den auch bekannt ist für seine Horrorfilme, Okay. wirklich ganz stark orientiert, dass Genrefilme, mir wirklich noch mehr Horrorfilme. Das heißt, an alles ein bisschen mehr brutalen Szenen, weil der ganze Saal gegrölt und gejubelt, so ein bisschen ein Fußballstadion. Weil der Grund gewinnt, also du musst dann, da waren wir auch im Moment so, wir hatten viele Diskussionen noch an der Überlegung beim Film, wo wir gemacht haben, wer soll mal, wie können wir, wie wollen wir gehen, an dem warten wir aus, so, und dann wollen wir so, und dann wollen wir dabei sein. Und gewollt das ja nicht unbedingt für zu verherrlichen am Film. Und daher ist das dann natürlich komisch, wenn das Publikum dann so jäizt, so grölt, bei verschiedenen Szenen. Aber die Rezeption war aber sonst ganz gut, weil der Film hat einen anderen Rhythmus, wie sie gewinnt, sie bei Horrorfilmen. Es ist ein bisschen milieus, ein Gritz milieus. Mit Feedback war super von den Leuten. Einerseits war sogar Lützburg am Saal. Ganz erstaunlich. Zwei Damen, die da Schauspiel studieren. Na krass. Ja. Und nee, es ist vom Publikum noch Q&A gemacht, war ganz flott, auch ganz intensiv. Und auch von der Presse her, die ersten Rezeptionen sind immens. Also die Kritiken, die wir gekriegt haben, sind wir immens froh. Und ich kriege auch ein Message von Kritikern, die mir auch persönlich zugeschrieben haben, dass wir heute mit Instagram und so weiter mir einfach möglich. Und die Chance ist ganz flott und geht so weit, dass sie auch wirklich unterstützen, dass die Filme aus Spanien raus können. Und das ist ja natürlich eine super Neuigkeit. Da sieht man noch nicht, das ist schon schön, die Unterstützung zu. Aber das ist schon mal schön zu sehen, wie gut, wie positiv das alles ist. Ja. Kriegt schon ein bisschen die nächste Frage wieder zu viel bei der Avant-Premiere ist bei den Leuten, wie dann du könnt an der Saal und Leute sitzen, du hast am Avant-Premiere. Also ich meine, die größte, die wir gemacht haben, wo du auch da warst, die allererste Kirchbirch, da war der Saal ja gerammelt voll. Ja. Also ein bisschen ein Heimspiel, aber trotzdem, weil du siehst aber viele Leute, die ihr kennen, dann sie haben eine Familie von den Schauspielern oder eine Familie natürlich auch da, oder auch Könige, Leute aus der Filmindustrie. Und die Presse hat die Neues gesehen, deals. Ja, du warst natürlich froh, das können zu teilen. Du hast die Nervosität aber nicht ganz groß, weil der Film ist fertig, du hast noch mal sowieso nicht mit drin. Da war dann ganz flott, nur Feedback zu kriegen, zu hören, wie Leute, die am Anfang auch mit so einem Western-Genre oder mit etwas, was ein bisschen mit dekaliert, das nicht unbedingt direkt etwas aufhängen, die aber ganz begeistert waren und am Film dran waren. Und das ist dann natürlich ganz flott zu hören. Für den Rest die andere Premiere war ganz positiv. Also auch du, der Retour immer ganz positiv und auch den frohen Antwortspiel, weil wir sind dann immer nicht alle Schauspieler, weil sie schaffen ja auch jetzt am Theater, sind wir aber alle so ein bisschen mit einer Karawane in der Ferien gegeben hat. Also dass man da noch keine wirklich bald froh anfangen, das ist immer ganz spannend auch zu sehen, weil was Leute sich für Frauen zu Summereimen und ein paar zu gerne Antworten hätten. Das ist ganz verschieden. Das geht von wie hat er das gemacht bis für was hat er das so erzählt. Das ist wirklich ganz verschieden. Cool.
du kommst dann fällt mir gerade besonders ich hatte Menge Kritik so gesucht ich weiß nicht ob ich nicht wirklich Western kann nennen es fehlt sich zwar also die Feeling also Western kann ich nicht Western nennen und ich hatte so gefragt vielleicht wird Leute eine andere Bezeichnung für die Film vielleicht fällt ihnen da besonders und hat geschrieben ne Geo Spaghetti Western da wird du vielleicht ohne Schluckwestern oder Carcase Western Grand Prix Western oder so ja Das lädt ja auf der Hand also Ja. so uphacken natürlich ich meine das was Claude Waringo so ich meine kann in eine Western Bezeichnung benutzen ohne Ja. die letzte Bayer Western für run zu so ja nicht dass das der Genre ist nicht dass man Prätension hun Genre zu kreieren das ist für zu so es kann natürlich nicht einen typischen amerikanischen Western sehen dafür Ja. man wisst dann Ja. nicht und das war auch nicht Ambition an dem Sinn die wird so kommen all die Kunden die man kennen vom Western kommen wir möchten dem mal gewaltig op an Ja. der Maps Lützeburg ist raus natürlich Locht du Western zu machen natürlich schon mal dat an Schmeider reflektiert sich aber an de Kostümen an de Personagen an der Musik an nur am Decoupagestils ganz präzis Referenzen die aber mengglisch können gesinn definitiv dat heißt du dass die Listowe hanno wann der Film bis fertig ist und immer das nimi eisen also de geheierte Leute werden nimi aus Ja. wir können gerne op frohen einfach mit vorgeschleit nicht unbedingt beeist doch bei den Leute die gucke gehen wer sind dann op die Idee kommen wir de Western zu machen wo ist das entstanden Die Idee war die vom Claude Waringo vom Produzenten. Ah, okay. Den hat wirklich der hat immer Lust da hast du schon viel lange mal vorbei wie mehr zwei wenn die 86 Samstag gegründet das schon die Feierlog war ich das eine riesen Erfahrung du und du hast ein riesen Lust Kino zu machen und es war Team noch gefehlt wird war nicht gemacht war Western Western ja und du hätte man Friedrich Zeimer darunter geschafft am Anfang an die zwei mich du kontaktiert und du am Anfang war mir Reaktion effektiv schon bisschen stutzig Western zu Lützeburg so bist wie die Leute auch hautmensch reagieren wenn sie das hören dann den Diech geheiert ja Just dass der Haut eben direkt können sich Bilder referieren vom Trailer, dann hast du im Zweifel vielleicht ein bisschen echt fort. Sodass die Zweifel aber man hat und war auch gut gesund, weil ich konnte die Zweifel mal weiterführen. Ob gesund man näher einfach bis an Produktion oder bis an die Montage ran. Ich immer im Grund zu erinnern, der Teil ist nicht etwas, was all dicht ist. Und das muss ich respektieren für das, was du da so für die Größe, die tut. Aber natürlich ist der Kontext haben, so zu machen. Das ist klar. wie wird dann denke Reaktion wusste die ich geheiert so in Lützeburgische Western du nicht Also ehrlich gesagt als Schauspieler kriegst du dann mensch mal net de ganze Skript eng 10 oder 2 Zähne geschickt an dem Fall 2 an du krise halt so kleine Resümé von dem was du an dem Film wird geschehen hat dem Titel gö den Lützeburgische Western von wo den Titel wo Synopsis die ich gelesen bin du war net glacken gang nur gesagt Western also de genre an Schmengen als Schauspieler kennt den Stil relativ oder de genre relativ egal sind mengenisch also du gehst eng mehr Komödie oder so ich mein, du schaffst kun op genre hin du schaffst op Personagen hin an also denen probierst dann überlebende anzuhauchen die Reaktion war du ja also ich will zusammen möchtet normalerweise mich zusammen so Sachen die du nicht allzu schlecht sind nee also natürlich du kannst ihnen schon vertrauen an war dafür der recht war einfach für mich mal 4 Brede im Casting dem Moment okay was waren dann so die größte Herausforderungen während dem Dreh oder an der ganzen Produktion so ganz verschieden weil diese zwei komplett verschiedene Punkte de vue ob was waren dann denken komm bei dir also bei mir also ob den Charakter bezogen ob die Körperlichkeit wo ich schon mal gesucht bin ich bin ein Schauspieler den extrem körperlich schafft das heißt Emotionen wo ich vielleicht direkt kein Griff drauf hat ging ich dann probieren körperlich irgendwie zu lesen das ist okay wie kann der Personage go wie kann der Personage schwätzen wie kann der Personage Spuren in verschiedene Situationen etc. Das war Menge Emotionen hast. Und von die Sachen all geklärt sind, kommen ganz neu Facetten am Form auf hier. Aber ich will machen nur weil ich immer machen also ich probieren all gut frohen anderen Kliwe vom Personage wo nicht am Skript unbedingt beantwortet gesehen welche nicht um die Personage geht aber weil es nicht ganz klar wird dass hier keine Biografie von dem Personagen den sind probieren ich für mich selber zu klären oder zu erfahren oder eben zu schwätzen oder so und also am Anfang möglich dass man dann das gemacht und sagen Jugend wie heute verschiedene Sachen verschafft dem Personage ist hier ganz einfach dass dann eben die Lebt hat die verloren wird und wo noch bis relativ
Der will schon von Spoiler. Nee, ich verloren so, pass auf, wie weit du gehst. Nee. Okay, nee. Den hast du Tom Holland verletzt. Das verstanden. Ja, was? Muss ich dazu zoomen rappen? Wie wollen also schneiden den Anfang kann ich die 20 Minuten, das kann ich relativ schnell auf den Punkt, wo du mir gesagt okay, der Personage geht zurücklos. Wie verschafft das? Und da habe ich am Anfang an dem Moment gelesen, an dem ich Monologe geschrieben habe, was gebe ich meinem Pop so am Film, was gebe ich dem Helen so am Film, meinem Bruder etc. Wann ich keine von diesen Situationen existieren, die existiert nie, die es nie gehen. Was kann ich Ihnen da so? Und da habe ich dann abgeholt und Loik geschickt, für einfach eine Reaktion zu sehen, ob das irgendwie so einen Ausschluss findet, ob das überhaupt interessant ist für den Personage. Und da sind da schon in die Richtung gegangen, wie kann ich die Stimme lernen, an die Richtung auf jeden Fall. Voilà, für mich das am anstrengendsten während dem Tonhasch. Also wenn der Tonhasch bis lebt. Ich meine, es sind die Stage, wo es ein bisschen wackelig auf der Facebook, weil es trotzdem gerade am Gang ist, die erste Facette von dem Personage zu weisen. Plus wirst du die erste 10, die erste Preis war mit dir um so viel direkt. Ja, und plus das, was direkt an kalt Wasser gespielt. Genau, aber du weißt ja nicht wirklich funktioniert. Also zusammen mit den Probe, die wir gemacht haben, wusste man, es wird funktionieren. Also ich als Schauspieler bei der Fall hin, ich meine, dein Vertrauen ist so groß. Ich als Schauspieler war trotzdem irgendwo unsicher mit mir selber. Ich muss sagen, das ist aber schon für mich bei der Fall gewohnt, zu humpeln zum Beispiel. Mit den Bengel zu gehen. Wie geht ihr mit den Bengel? Da kann er so viel geprüft, wie ihr will. Wenn da irgendwelche Kontrahenten den drehen Tag selber kommen, mit denen es nicht geraschend ist, musst du dich eben damit konfrontieren. Und mit der Sinne stand auch schon direkt dabei. Die Chance, den du ungefährlich prüfst, für das ich kann, eben so gehen, wie ich gegangen bin, wird dann von ganz in die hohe Position gedreht, wird dann extrem auf den ganzen Körper, auf den ganzen Rücken, auf den ganzen Bein Abfluss wird. Und dann nur 1 oder 2 Wochen Dreh bist dann aber schon Knie weg, Lenker weg. Die ganze Zeit so rumhalten. Nee, ich glaube auf welchem Niveau, gell? Das ist das Einzige, was bei mir richtig streng war. Okay. Das ist eine lange Löschmenge. An den sind ganz kurz, weil für mich ist ein Film ein Tonhaschmann ist immer just eine Sache von sich so Herausforderungen holen und schon nicht so Probleme lösen, mehr für alles, was ihr wollt, machen Lösungen finden. Und das ist nicht unbedingt immer das, was ihn sich direkt vorstellt. Mit geht für alles immer eine Lösung. Sarah schließt immer, sich ein bisschen treu zu bleiben und nie auf die dunkle Seite zu gehen. Von dem, was ihn sich vorgestellt hat, im Sinne von einer gewissen Anspruch und Qualität zu haben und aber auch flexibel genug zu sein, für der Qualität aber irgendwie gerecht zu gehen. Weil wir hatten einmal eine Chance, ich war umgehen von wirklich extrem gute Leute. Also überall, von den Schauspielern, von Kostüme, Dekor, von der Foto, von der Belichtung. Das strahlt der Film raus. Das ist eine Sache. Den du geschafft hast. Der Film strahlt Professionalität aus, kann ich so sagen. Mit dir geht es halt zu Lützeburg. Und die ist da, weil wie so, also Samstag geht es bald 4 Jahre. Ja. Das ist schon eine Geschichte da. Und die Leute, halt, die viel schaffen, die gut schaffen, die haben natürlich besonders gefordert sind, weil auf allen Niveauen, sie haben dann Kostüm, sie haben dann Dekor, Bad, haben eine Herausforderung. Also Western normalerweise, manchmal Western, so das also Lützeburger Western, hat normalerweise mehr ein größeres Budget, wie das halt der Fall war, auch wenn die Menschen viel suchen, sie waren dann so en valeur absolue, abstrakt guckt, sie viel suchen. Für so einen Film zu machen, war das natürlich nicht unbedingt die Suchen, die sich dann vorstellen, wenn das gut geht. Aber an dem Kader haben wir immens gut und geniale Lesungen gefunden, aber auch weil die Produktion die ganze Zeit mitgezogen hat. Sie hat Claude Waringo oder Brigitte Kerger als Direktion der Produktion gemacht. Die waren die ganze Zeit dabei, Lesungen zu finden und immer die besten Lesungen zu finden. Und dann wird er natürlich direkt immens gestärkt und da kann ich frei schaffen, was dann relativ einfach ist. Das ist doch schön. Ich kann aber kurz ausschließen nach optisch. Ich meine, als Regisseur warst du so ein bisschen den Namen selber, der Kapitän von dem ganzen Chef der Tisch. Ja. Also das ist aber von der Meinung mal. Du zählst noch mehr. Du ideierst das ganz, du warst so ein bisschen der Chef der Orchester. Und du gibst dann zum Beispiel Situationen, wir hatten die Spruch da, wo man müssten als mal da setzen, sowohl der Loik wie auch der Schauspieler. Und wenn du 2, 3, 4 Stunden für Drohnen nach Sätze dabei gekniffelt wird, schon, also ich bin immer der Meinung, so Sachen, so, wenn du einen neuen Spruch probierst, und das ist eine Form von neuer Spruch, das ist ein Dialekt, Zunge aus dem Muskel an, musst du gewinnen. Und das ist wie wenn du ein Lied abprobst, teilweise.
das muss ich irgendwie so dahin schaffen, bis es angeprobt ist und da geht es. Und da können aber zum Beispiel Sachen geschehen wie am Nordstream, wo ihn sich verschwätzt und dem Fall welchet. Wenn das 2, 3, 4 Prise sind, Langprise. Langprise, ja. Also das ist nicht, also ich weiß nicht, wie lange die ganze Shot war, mit gut 2 Minuten. Mit 2 Minuten am Film, man sind länger schneidet dran. Aber für allem näheren sind, wie es da kannst du nur dran schneiden gehen an der Postproduktion. Das ist schon kritisch, wenn sich nur 1 Minute 30 oder 1 Minute 20 verschwätzt, weil da fängst du von 4 an. Und du musst dann durch löwen, weil wo ich mich dann immer mehr abgepumpelt hin gesagt nicht hin, der Satz kann einfach nicht raus und du hängst dich auf einem Satz, auf einem Wort teilweise, weil war Wort Biopipe und das nicht rauskriegst und du hängst dich als Schauspieler durch und das ist extrem schwer, aus dem Labyrinth rauszukommen. Wahrscheinlich ist Biopipe, weil singt Hut an Biopipe und dann ist das nicht einfach. Das die ganze Satz, ja. Singt Hut an Biopipe. Und voilà. Und du selber immer mehr rumschaukelst, und aber in Hohes, den dann beide können darüber irgendwie so aufgepleckt kriegt, und das wird man eigentlich hinkriegt, dann ist das Ganze viel entspannt. Das eben dann sei verdenkt. Ja, aber das ist das Minimum, das ist ein Teil vom Job. Ne? Also, trotzdem, wenn man sich ja, der Kapitän vom Chef nicht, sind doch nicht der größte Verfasster von der vertikalen Hierarchie. Für mich ist das alles zu summen. Also ich bin auch abgefangen von anderen Leuten, und das ist normal, das gehört dazu. Und der, wenn eben gerade nicht fertig Fehler zu machen, nicht fertig sich zu irren. Und ganz offen dummer dumm geworden. Ich fand gerade, das was Besonderes. Auch von natürlich ein gewissen Druck da, also ein gewissen Timing muss angehalten werden. Und da eine große Produktion aus, geht es aber darum, dass der Verein kann durch Hinterburg gehen und so gut wie möglich kann schaffen. Und da geht es manchmal mit der Kaderschaft den alles zu summen. Ich sehe nicht lang, das ist schon so eine Produktion, du hast der Assistent von der Realisation, die halt zu Feierdeals war. Gefordert von Jim Probin, das war exzellent. Du auch da die ganze Zeit Leute, die ganze Zeit was untreiben, die ganze Zeit sichern und die ganze Zeit auch wollen der Passstraße machen, dann ist das natürlich extrem positiv. Du hast ja da Lust schon man verschwätze und zu einem Punkt, den ich immer ganz witzig fand, eine witzige Anekdote während dem Dreh, witzige Momente, die passiert sind. Du kommst immer, du siehst bestimmt witzige Sachen passiert, die Junge. Oh, der ging in den Reim. Also, am Ende von der war die Versprecher war aber witzig trotzdem. Ich weiß, dass du ganz viel in der Druck und der Tension stungst für dich selber. Südfrieden hat aber gut abgeholt, von der Nürzdreh war. Ich meine, manchmal kannst du auch selber drüber lachen. Ich muss sagen, im General war die Ambiance immens gut und immens viel gelacht. Und ich habe die meisten Leute nicht gekannt, für dem 3 Jahre Schauspieler nicht gekannt. Und so pesant oder so düster das Sujet vielleicht, dass du viel Humor auch effektiv gelacht hast dazwischen. Aber du Tisch dann bist du gar nicht zu schaffen, wenn man natürlich ganz erinnern, wenn man da war ein flott Ambiance. Wir haben noch viele erholt, wenn wir zusammen da waren. Ich meine, Karting vorgegangen, Minigolf gespielt, Tennisspiele gegangen und Badminton gespielt. Das ist wirklich so, dass es zusammenkommt, dass wie das man nicht daheim war, aber weit von der Familie waren, dass wir auch andere probiert haben, dann aber deels Zeit zusammen zu verbringen und dann da bist und so die Straße rauszulassen, die Stimme oder die Energie anders abzubauen. So dass da die meinst bei mir dazu Summe kommen, nur eine genaue Anekdote, das ist schwer raus. Ich schon irgendwie. Dann. Ich kann die nicht an dem Sinn erzählen, weil das ist schon schnell am Spoiler. Mir das dem Jules Werner sing Lieblingsgeschichte. Ja, effektiv. Also Alkes war schon nach gesehen, dann ging ich begrüßt mit Arschkrämpchen. Das war wir hatten eine 10 zu summen, wo relativ intensiv war, auch relativ auch eine Plan-Sequenz, den relativ lang gedauert hat. 2 Minuten. Ja. Und schlussendlich am Film gestartet, nur nach 2 oder 3. Ja, wenn du sind wir noch nicht verwahrt. Nee, das ist nicht so ein verwahrt. Das sind fast nee, ruhig nur. Und die 10 war so intensiv körperlich. Ich habe gedacht, für uns 2, aber wahrscheinlich für mich. Dass mir viel Preise gemacht. Ich meine, hätte 15, 16 Prisen im Ganzen gemacht. Und so ab der 10. da bin ich schon gefangen. Mit dem Faust, der schon an der komischen Position da war. Angefangen, ja, für dich mal habe ich eine Cola gefreut, während einer kleinen Pause dazwischen. Dann immer so 2-3 Minuten, musste du gewartet bis die Kamera im Brett bei mir. Nur noch Biersch gewartet. Also, ja. Wie ich im Luft hat. Und
Am Dünien von sich ab der 12 auf der 13. Du gefangen da ist extrem krempelcher an die Wurkrut. Du war schon froh der Stelle hat weil den hat mich dann nur gefangen. Ja, der Kamera dort zu denen nach dem Moment vom Cut aufgehen hast. Ich meine, also auch du, das hört ja auch eine Logik, das ist, geht nicht darum, dich zu strizen. Ich meine, dass die letzte Piste im Film ist, an der Gesichtsausdruck ist einfach ein ganz anderer vom Anfang an, weil es auch Deals muss mit dem Krämpfchen kämpfen. Ja. Die Realität ist immer ein Teil vom Spiel, sowieso für die Schauspieler noch viel mehr wie für mich. Und da muss ich immer irgendwie können wir dran holen. Das ist nicht immer unbedingt schön oder einfach. Und du musst auch so, dass alle super waren, weil sie alle das Spiel auch mitgespielt haben. Und hinterher können so ein voll und nämlich geht nur durch, ich mache Pause und kann mich vor, das kommt nicht rum. Die Filmindustrie weiß ja, aber das viel gut Szene so entstanden ist. Ich meine, Lord of the Rings steht da, war da, wo wenn sich die Faust gebracht hat, wo er den Kopf gerammt hat und du, wenn er so geschaut hat, an Viggo. Ja. safe darüber. An Tom Cruise von sich die Faust gebracht hat, wenn er auf der anderen Gebäude gesprungen Genau. ist. Nee, das spielt alles schon Mann, das spielt den natürlich schon. Ja. Wie gesagt, die Realität ist immer mehr groß, wie das war den probiert nur zu machen. Wie sind dann die Wege gewesen, für an die Filmindustrie zu fahren? Für dich als Regisseur, für dich als Schauspieler, wie war die Weg für du hin? Lang. Lang und aber kurz. Also am Ende vom Tag, wo wir hier Gelegenheiten, die man mag es noch wahrscheinlich nicht so sehr gekriegt hast. Ich habe Politik studiert. Und da sind ich auf einem Jahr, die steht das nicht für mich, und da sind ich auf Filmschule gegangen. Nur der Filmschule habe ich probiere ganz kurz fassen. Ich habe 2 Jahre am Utopia geschafft. Ich habe eine Programmation gemacht für die Kino in Hamm. Mit 23. Und dann habe ich da abgehalten und dann habe ich angefangen, Kurzfilme zu machen. Mit einem Kollegen, mit Thierry Bassling. Und dann haben wir ein Dokumentär gemacht zu 3 Mal Eduardo Abreu noch dabei Eldorado. Und das war 8 Jahre von unserem Leben. Das heißt, da waren wir schon in der Filmindustrie. Es war schon ein ganz intensives Projekt. Und dazwischen natürlich auch eine Reihe Sitcom, also Comeback gedreht, Rot-Weiß Kur gemacht. Und geschrieben einfach, weil das Basis ist. Man muss nicht alle Realisateure auch schreiben, das steht mir bei los. Und du kommst effektiv zu dem Projekt, wo der Frederik und der Claude mich rückgetreten sind. Dann haben wir sie mal intensiv gegangen. Das war natürlich auch eine riesige Opportunität, eine riesige Chance, dass ein Produzent mit der Erfahrung, einen, den nie Longmetrage gemacht hat, so vertraut hat. Und hoffentlich dann nicht bestraft gehen muss. Bei mir war am Anfang so, dass ich schon gesagt, Jean-Paul Mees kennengelernt am Konservatoire, dem hat Chance gegeben, dass ich am Theater konnte spielen, eine Rolle spielen. Ich bin einfach mich gelebt und mich en plus ausgebildet am Konservatoire als Prof. Und dann sind Sachen, ich meine, wie die meisten Schauspieler hier in Lützeburg können dann so lösen an die Rolle, wenn es eine Chance ist, wo sie dann in einer Produktion spielt am Theater. Also das meistens eigentlich am Theater, wo es irgendwie so entdeckt ist, aber auch nicht immer. Und jedenfalls kommen die echt Castingen für Serien oder für Filme, wenn es eine Chance ist, an irgendwas interessiert, man das zu schaffen, weil voilà, so findest du dann jedenfalls die Opers und dann Ich habe es vergessen, ich habe 20 Jahre Filmkritiker gemacht. Da kann natürlich auch mal gespielt. Effektiv. Ja, nee, das war natürlich auch eine immens Gelegenheit, einfach Friedfreude und Kinder zu geben, weil ich sowieso immer 3 bis 5 Monate in der Woche in die Kino gegangen sind. Und so kriegst du dann eine gewisse finanzielle Sicherheit dadurch, für auf der Seite zu schreiben und weiter zu schaffen. Und aber in einem Bereich zu sehen, den auch etwas Alltägliches bringt, weil ich lerne den nie besser wie von nicht gute Filme, die ihr gesehen oder Filme, die in Mann Lust zu gesehen. Ja. Und dem sind da Sachen rauszieht, kann ich natürlich auch ganz viel beilehren. Also Filme gucken, das ist für mich immer Basis. Ja, sicher. Wenn ich mehr gucke, dann werde ich mehr also lernen. Ja. So, kommen wir los zum Schluss. Der nächste Film, den du am Kino gesehen hast. Das ist, wo ich mich erinnern kann, einfach Top Gun. Top Gun, okay. 5 Jahre. Oder den nächsten bist du schon erinnern? Ja, also da muss irgendein Disney-Film gewesen sein. Oder Pixar, als Toy Story als Pixar. Ja. Lo mittlerweile, ja. Ja, also früher auch, ja. Lo ist auf also Disney. Genau, du hast auf Disney. Ich meine, es ist wahrscheinlich effektiv ein Toy Story End. Muss wahrscheinlich von den nächsten Filmen gewesen sein. Hast du schon auf der Wahl? Ich meine, ja. Also hier haben wir krass Das war nicht anders. Ja, okay, Ja, da gehöre ich bestimmt schon Filme für die Runde. Toy Story ist auch der nächste gewesen, den ich gesehen habe.
Ja. Nee, das witzig, weil Ja, doch Schlimmeres, ne? definitiv. das war Ulmerich, ich weiß nicht, ob es können sie kommen, wenn man den auch als ein Alter wird, den wird auch effektiv mänglich von seinen ersten Filmen war auch Toy Story an ich meine, dass mir das ganz viele Leute an die Kategorie fallen. Geprägt. Ja. Ich meine noch das Geld drin, wieso du Bett oder das ist machen, wie kriegen wir es aufgelenkt und dann lebt dann halt Toy Story, den halt mega kommt. Ich kann mich schon daran erinnern, du kommst, ich wüsste, dass man wegen ein paar Belange an dem Saal so an Top Gun geguckt hat. Ah, Das krass. war alles furchtbar hart und alles. Also Ja, am du kannst Gute dich sind, daran ich hatte erinnern. so groß Ja. Alter, ja, mit hab's vergessen. Ich hatte 5 Jahre oder knapp 6 Jahre. Ich hab's vergessen. Das ist so impressionant, die große Fliegerin, die episch Manier da zu filmen. Die Zeit, die Musik schon, die Zeit, die so dominant war. Das ist natürlich. Ich komme ewig daran, dass man immer blieben, dass ich einen Film Donau, weil ich mich später im Trick gesehen habe, mir bewusst geguckt. Ja, ewig blieben, dass man hier landet, einen Turm flieht, für den Kaffee im Werfen zu, es wird Ja, ja erschrecken. Ja, das war im Kino für mich. So, wow. So kann ich das mal. Also, das ist auch ein Film geprägt. Ja. Ich war bin ich weiter lo. Da ist ja schon ans Zimmer gucken, an dem wir doch Top Gun-Team noch Ja. gespielt. Und das fehlt unter dem Mikro ja nicht so. Das Lied ist zwar nicht von mir, aber ich fand es trotzdem wahnsinnig gut und du willst spielen mal auf dem Ja, Stark. Ja, schön. Ja. So, dann noch die Top 3 Filme. Ich meine, von Dinge kennen ich. Ja, das ist nicht schwer. Mensch. Lawrence of Arabia. Ja, das ist Top 1. Ich weiß nicht, ob es Film die Welt geht. Dann das ist schwer, einen Top zu machen. Also den, die ich immer gucken, ist Lawrence of Arabia. Aber du musst du nicht nummerieren, kannst du einfach. Ja, Jurassic Park. Ja. Und ich kenne noch 10 andere Spielberg nennen, die dann probieren man einfach ranzubringen. Ran von Kurosawa. Pardon, nach einem, den effektiv auch für den Haien groß vorgespielt hat, das ist der russische Film Idi Smutri, ist nur Russisch. Das heißt, 85 Menschen von Klimov. Okay. Das ist auch ganz stark. Ich ging da eine andere Schiene, aber nicht beim Film so mega gefallen haben. Weil ich meine, dass die einfach dazu beigetragen haben, dass ich auch Schauspieler sind. Und zwar ganz klischeesmäßig die erste Rolle, wo ich angefangen habe, ganz bewusst zu analysieren, für zu gucken, wie den Schauspieler da hingekommen ist, war The Dark Knight, dem Heath Ledger seine Richtung. Also da war ich wirklich, ich meine, die Filme sind schon 3 oder 4 Monate in Kino Ja, gegangen. ich habe noch nichts gesehen. Ja, auch mit den Influencern, auch Clockwork Orange und so. Das Ja, ist natürlich- total. Also das war auf jeden Fall den ich ganz bewusst, wo ich mir gesagt habe, da kann ich auch, also das ist ganz arrogant, dass so einen Heath Ledger seinen Jacket abkönnen zu machen, aber das war dem auf jeden Fall mein jugendliche Leichtsinn, sag ich mal. Oh mein Gott, wieso Das ist zwar schon feinke, ne? Ja, Ja. total. Wobei ich noch mal der Meinung bin, dass ich das kann. Nee, da könnt den zweiten, wo ich auch effektiv den Schauspieler fantastisch fand und haut nach, den auch den Joker eigentlich gespielt hat, den Joaquin Phoenix bei Gladiator. Und der dritte Film. Der dritte Film ist so einfach ganz nostalgisch. Letzten 3 Anfang. Einfach Star Wars 3, 4 von 6. Einfach Wie weil immer. ich weiß, dass Nee, ich Star Wars ganz gern. Und ich gebe schon gut meinem Strand den Star Wars Tattoo. Nee, also, ich habe auch für lang war immens geguckt. Ich bin immens enttäuscht, wie man da nicht was Ja. nur gemacht Ja, mit alle Serien. ich voll bei dir. Also Episode 8, wo ich effektiv total dazu stehe und ich bei weitem am besten fand mittlerweile. Mehr für den Rest. Episode 8 fand ich zwar effektiv auch nicht so schlimm wie gemerkt. Ich wirklich fand zwar, sagen wir mal so, von dem, was sie gemacht haben, Ja, der Ryan Johnson ist den Ähnlichen, den ich Plan wie auf die ganze Zeit. Ja. Die anderen ist das selber gemacht und reproduziert. J.J. Abrams ist ein enormer Film gemacht, mit so einen ganz guten Techniker wie Lucas auch und der wird das 1:1 reproduziert. ja. Ich fand den Film immer interessant, wie Ryan Johnson die probiert hat, da ein bisschen seinen eigenen Zopf dran zu machen. Auch wenn das nicht so streng gefällt, das bin ich ein anderer Approach. Ich habe noch tolle Sachen rauspicken, die mir nicht gefallen. Viel schlimmer und spannend, als wir die Episode nicht gemacht haben. Ja, Ja, total. Total. Das war. verstanden. Nee, bon, das, für mich ist einfach, das Apps hat mich schon in dem Film steuert und das ist einfach der Marvel-Humor, dem ich einfach. Am Ryan Johnson? Ja. Das ist kein Marvel, Ah, das ist ein eigenen Humor. Oh nee, das, für mich ist das nicht ein 1:1 Copy von Nee, wir machen. nee, aber wirklich nicht so kein Marvel-Film gemacht. Nee, das nicht. Nee, das ist Guck, einfach. guck Brick, guck Brothers Bloom, das könnte den Humor können von du, das ist sein eigenen Humor. Mit dann hast du no, also
dann hast du relativ Menge an Fall Marvel huet kein Humor. genau das ist genau der Punkt auch Absolut schwer sagt man ein gut Komödie Humor ist so subjektiv Ja. ganz schwer. Ich mein, war ein Reihe Filme, die ich pertinent weiß, dass sie nicht der Beste sind, weil ich immer rum kann gucken. Also ich bin kein riesen Michael Bay-Fan, ich kann da aber The Rock kann ich aber sobald ich den angefangen muss ich den fertig gucken. Das sind einfach so Sachen. Also Kino Guilty Pleasure. Ich Ja, zähle genau. immer gerne über die super billige Horrorfilme, die im Kino laufen. Die ich, wenn ich so gucke, denke ich, oh Gott, wie billig das ist. Und trotzdem habe ich aber mein Spaß dabei. Da habe ich irgendwann eine Relation dazu verpasst. Weil ich schon immer viele Horrorfilme geguckt habe, das Enigma-Festival, den zuletzt beschwert. Ich habe alles gucken gegangen, was du gelernt hast. Und irgendwann hat mich nicht beide interessiert. Weil ich auch nicht mehr gesehen habe, was mich auch mehr vom Stuhl gehabt hat, wie das. Das ist auch relativ also Get Out zum Beispiel war ich mein, Get Out Ja. Die war Talk wenig to Me schlecht. war extremst gut von denen zwei YouTuber von den Ja. von den zwei. Mit Götter, die wirklich qualitativ ganz gut auch haut nach gut sind. Weil die Genre einfach so belebt, da bekannt das Götten doch immer so mehr. Genau das zwischen Satire und Horrorfilm. Das ist Ja. das auch schon ein anderer Approach. Get Auch Out viel hat Humor. auch so viele Preise, also verschiedene Genres gewonnen, weil sie nicht wussten, wo sie das so Genau, ganz genau. Und das war clever gemacht. Oder? Hin hat ja schon eine Karriere für Donnie, Ja, die ja. das gemacht. Nee, für mich das letzte war The Descent. Das ist die Ja, letzte, ja. wo ich wirklich am Kino sitze und ich voll der Ton nie weiter gesehen, weil es einfach zu viel war. Aber nur hat viel am Kino nicht zählen. Also ich gesehen viel zu viel oft, aber in Horrorfilmen weise gemacht sind. Ja, ja, das ist Viel eine dran zu Mechanik. sehen. Ja. Ah, wirklich? Ich fand, gesagt, relativ gut haben, der Rede über den meisten Sachen. Für mich stehst du gerade aktuell den Ari Aster extrem rein. Ja, aber das ist auch das zwischen Fantasy und Horror und Das sind ganz Bullet ähnlich. Train war sowieso, Ja. ich meine, beide nicht verloren, aber ein Hereditary war das schon. Ah, ja. Aber das war eine richtige Proposition. Also das ist aber ganz, also Das war ganz hege Niveau. Am Ui, ui. Midsommar war bei mir so am Kap lewen, dass ich am Kino sitze und ich stelle Leute mal gerne so, das ist der Film, du wolltest erst im Kino gehen. Ja. Aber nicht, weil es schlecht war, mir war ich mal gedacht, ich weiß nicht, ob ich das Dolo will weiter. wirklich. Also ich Stimmt. gucke so viel von Midsommar kritisch gesagt. Wo ich mir gedacht okay, ich muss den gucken. Ich meine, schon so ein Jahr gebraucht, bis ich einen Punkt habe, wo wir es dann dahin gesagt und dann geguckt haben. Aber ich war noch nie so enttäuscht gehen. Ja, Von und so abgebauscht geht. Das Ja. ist so normal. Und so am FIFA Also, so groß gemacht. Die ganzen, ich weiß nicht, der ganze Film wird mich komplett nicht angeschwärzt. Ah, das ist aber so eine dreckende Ambiance. Du Ja. musst Ja, da direkt, also, Ich meine, das ist fängt ein am Kino ja. an, ernst. Also für mich ist Ari Am Aster. Kino das so zu gucken. Ja. Du warst ja auch angespart, also war besonders. Ja. Also Ari Aster, Robert Eggers sind die zwei, die an den Genrefilmen haut, die einzige Stimme sind, die ich noch kann, die bestimmt auch, die wirklich total original sind. Und die relativ können machen, was sie wollen. Nicht einfach, sondern wie auf dem Niveau warst. Du hast am Anfang so ein paar Filme, die rauskommen, wo du ganz viel Hoffnung hast, mir ab dem Moment, wie du dann den 6. Sequel hast. Ja. Ja, okay, oder sogar schon ab dem Moment, wo den zweiten Buch wirst, du geht nicht mehr. Ich fand zum Beispiel Sinister, ich meine Sinister, Insidious und Conjuring hat mir übrigens. Conjuring, genau. Hat mir sehr gut gefallen. die drei habe ich mir gesagt, wo ich an der Kino gegangen sind, hatte ich wirklich richtig Angst. Mit alles, was du noch kommst, als Vernehmen nach Trial, alle Mengen. Das Problem leider war bei den Filmen, dass der whole Exorcist, was der 73 oder 73 war. Ja. Das Das ist das war ein Horrorfilm, wo nicht just um Horror ging, das am Südfree rundherum der kleine Mädchen ging. Das ist nicht mal ein Mädchen, das ist nicht um Dämon ging, das ist um alle Personagen rundherum gegangen, weil die immer der Einzige. Das ist automatisch, weil das ganze Publikum noch dummer da konfrontiert. Heute geht es ganz frontal den Dämon, der Base, wie kriegst du ihn raus? Und dadurch sind sie viel mehr Premier Degré, viel mehr dran. Und sie so gut gemacht, wie sie wollen, aber sie sind einfach psychologisch, was du gar nicht so involviert in den. Ja. Ich hatte extra für einen Exorzist beliebt, hat schon dafür gewonnen, schon lange jeder Exorzist gesehen und guckst dann nach und ich war überrascht, wenn du den Haut noch guckst, was den Haut noch mal gemischt, trotz seinem Alter, wie krass der noch. Ja, mit das wie Mengen noch zum Beispiel Jaws, wo ihr auch so ein Horrorfilm hast, wo absolut nicht ob Special Effects baut, weil die dran sind, machen den Film schwach. Und ich aber viel Teilweise, nicht alle. Zeit, Nicht alle. ja, klar. Mit den Tierchen der Zeit. Ja. Und das war auch bewusst, und ich meine, auch budgetär, wo sie einfach so, ja, okay, wir können da Sachen mit verschiedenen Sachen. Ja, sie hatten einen richtigen Haien, das ist nie funktioniert. Sie hatten einen mechanischen Haien, das ist nie gegangen. Das ist nie gegangen. Ich meine, das Spiel ist in Karriere wegen anders gewesen und den Hai funktioniert hat. Dann hatten die Film anders das gemacht, hatten all die Szenen im Wasser anders das gedreht. Und hat
vielleicht die Frohen, die in der Stunde gestartet wo Wartweise war netweise vielleicht ein bisschen spät gestartet und dann also kann man ja vielleicht ein bisschen ahnen das Ja, mit das was net an dem Film net geseist an einfach die heroisch Szene, wo man nie geschwar zum Beispiel wo se Ovels am Deck sind an einfach eng Diskussion hun an fantastisch von der Musik hier vom Spielen hier von der Pausen hier von das Beweis wie du kannst man nicht viel suchen noch der Bastrauss zeigen weil die Kreativität Sam Raimi Evil Dead Filme egal wie trash ist irgendwann sinn ich feieren die wie am Himmel da muss der fast ja, das hier wirklich so richtig auch die Sachen die Lonodrich mat Evil Dead besitzen ich feieren alles komplett auch den neuen Evil Dead Evil Dead Rise, viergestellt guckt ich muss ehrlich so verschiedene Sachen fanden schon im Film auch wirklich gut weil in dat kann dazu Et gibt Momente mit das Problem es gibt Momente wo du einfach Angst kriegst zum Beispiel ja. Ich fand Bild wo die dir gefilmt wird wo gerade die Mam du an Schierdrager und du gesagt nicht wie wo sie genau hast du gesagt nach Heinz du die Hand und du seht just mini an dat just die 10 und ich enorm eklig fand bei Evil Dead was da war so dekaliert schlachen du ja total wir waren aber dem Punkt das skurril als Ekel an Teilweise an Komödie. Wie okay. Ja, schon das schon extrem alles. Ja, das ist ein bisschen wie Saw, das geht aber nicht an Komödie rüber. Mehr, also das ist ein kompletter Kampf. Ja. Nee, ich fand, von der Dingen, du gehst schon umgezogen für, du gesagt alles. Ja. Das ist nicht verstopft. Ja. Also, das war ich meine. Das ist ganz klar. Die Idee, man Saw ist aber alles so malsain und so. Total. Wie weit können wir gut für dich unzuekeln? Ja, wir haben ja auch bei Evil Dead. Ja, mit das aber mehr so überspitzt, dass Saw ist einfach ein bisschen so, aber beste Krankheit am Sinn von das die schlimmste Situation, die man sich vorstellen. Wie können wir das so weit zeigen wie möglich, dass es geht? Ja. Wo es bei ihnen aber immer so terrorisiert. Bei ihnen ist die Person, sie hören sich aber nicht seriös. Im guten Sinn. Nee, das ist das, was Spaß macht. Ich fand schwätzt du von den Schauspieler oder schwätzt du von denen, die es machen? Das ist für ihn. Ich fand den Schauspieler. Also, Bruce Campbell, der wäre nie Schauspieler geworden. Den. Also, am Sinn von was den an der Army of Darkness und so weiter gemacht hat, das ist wirklich so frontal überspitzt. Das ist total, ja, das ist ziemlich gemerkt. Ja, wer du könnt, genau. Ich meine, geht dann egal. Den neuen Evil Dead Rise ist mir Gefühl, dass sie, also total, etwas überspitzt am Sinn von der Situation hier, aber das, was sie spielen, ich meine, wenn ich das so überlebe, gebe ich nicht okay, du gehst aber nie davon, also Evil Dead, das ist ein Film, wo ich nie davon auskomme, dass ich das überlebe, indem man sich nicht direkt denkt, so eine große Distanz dazu, dass ich rankomme. Ja. Ja, das ist ganz subjektiv. Ja, das ist recht. Nee, das ist aber nicht Premium, und zwar kannst du mal sagen, das ist richtig. Das ist nicht, dass das krass also ab einem gewissen Moment, ab dem Moment, wo du lief, gefällt das mal blöd, ab dem Moment, wo Leute... Das war für mich ab dem Moment auf der Plaque, also wie die Plaque gelaufen ist, das wird, wow, das wird Tinge out, das ist wow. Was ist Sound? Ja. Also wenn sie Not will, und dann dröhnt immer mehr. Ja, aber das geht durch Musch direkt. Das geht durch, die sind impressionant. Ich feiere nicht komplett. Da war ich so froh, wo bei Marvel Dr. Strange gesagt hat, Sam Raimi kennt so, und du hast ihn gesehen? Vielleicht gut. Und du sagst die Dealer, das war Sam Raimi und das war Disney. Anscheinend hat eine Schnittfassung hier aufgegeben, wo Disney direkt gesagt hat, das können wir nicht machen. So können wir nicht laufen müssen. Ja, aber das war komisch, das war Parkinson unter sich. Ja, vielleicht dann Sam Raimi. Das habe ich, was mit Gareth Edwards geschieht, wo Rogue One gemacht hat. Ja. Das ist ein enormes Talent, eine enorme Stimme hat und dann die nicht auch ein bisschen davon erholen, meine Stunde. Das ist nicht immer so einfach. Aber nur ist es mir geht es da auszumachen. Das ist für viele Leute Wunsch. Ja. Zack Snyder wird gute auch doof so gefahren. Und zum Beispiel sein Rebel. Ja. Naja. Naja, so, gut. Ich meine, wir sind ein bisschen aufgewählt. Das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So, auf jeden Fall merci, dass wir der Teil machen konnten. Ganz gerne. Dann sehen wir uns bestimmt irgendwann rum, vielleicht eine andere Premiere. Immer gerne, ja. Und dann noch bonne Chance auf jeden Fall von Clip. Merci. Ja, merci. So, an dat waret mat dieser Talkrum kennt die so hue sich alles bisschen ja dort war relativ lang an schon nimmen ganz wenige Stellen bissche geschnitten bissche gekehrt wirklich schlimme minimalst Stellen das kamdariert wert der Coolheiten Talk war
quasi genauso wie war an schnell die mens genoss, das war ganz flott. Leider natürlich war mir das nicht perfekt gelaufen technischerseits. Ich hatte ein bisschen Problem mit der Erstellung von der Kamera, das heißt, die hat den Fokus ein bisschen verloren, wie der bestimmt gesehen hat. An Menge Tonspur war halt auch nicht so mega. Dann ist nicht so schlimm, mein Spruch und der war ja nicht so groß. Hauptsache von den Gesprächspartner, den Ton war gut und den denken ich, wird das dann auch an den nächsten Videos, wird das immer besser gehen, hoffentlich mal. Das ist noch alles ein bisschen Neuland für mich. Aber trotzdem habe ich das immens genossen. Und du, wenn es dann nach einem kleinen Abruf live erzählt, wenn ihr an das Kino könnt, ihr könnt endlich mal an das Kino, dann muss da ihr stehen und gucken gehen. Unbedingt, das hat mega Spaß gemacht und das war ein mega Film. Und du, wenn ihr rufen ich alle Guten dazu ab, stehen an das Kino, guckt ihr den Film an, wandert das der Film muss gucken gehen, dann ist das den. Und an dem Sinn ging ich so, und da war das doch schon. Und dann hoffe ich, dass ich noch weiter so flott Gesprächspartner in der Zukunft werde erleben. Und dann sehen wir uns an der nächsten Episode. Alle, ciao!